Hey Oli, ich glaube, wir sind on. Hey, heute zusammen, willkommen zurück zum ersten Schweizer Fischer-Podcast. Bist du verrückt? Ja, Mann! Auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Hey Nico, es ist schon die 7. Episode. Geil, Mann, die 7. Episode. Ey. Und danke euch vielmals fürs Zuhören. Echt nice. Und vor allem auch danke für eure Reaktionen. Ja, mega. Voll gut, wie es momentan läuft. Kommentar im Podcast, auf Instagram, mega cool. Hey, und es war geil, gewesen, bei der letzten Episode haben sich auch Leute bedankt für die Erwähnung. Finde ich noch recht nice. Ist auch nicht selbstverständlich. Auch danke von unserer Seite an dieser Stelle natürlich. Ja, wir entschuldigen uns für Tonprobleme. Irgendwie haben wir da etwas nicht richtig abgemischt. Ja, voll. Ist halt immer noch so, Technik ist ja, immer noch das eine. Tja, Kommt ab, vor, aber wir genau. geben uns Mühe. Ich glaube, wir haben es jetzt das mal ein bisschen besser bereicht. Von dem her hoffen wir es zumindest und schauen mal, wie die Episode wird. Hey, ich werde mich am Anfang noch geschwind, ich hänge da gerade ein, entschuldigen für die teilweise falsch verstandenen News. Ich habe natürlich auch einen Fehler gesagt gehabt mit der BFE. Sie machen nicht mit Spro, sondern mit Sportex eine Routenserie. Auch da sorry an dieser Stelle, es sollte keine Fake News sein, die ich da wollte verbreiten, überhaupt nicht. Ich habe da einen kleinen Flüchtigkeitsfehler gemacht mit dem Aufschreiben. Und das Zweite ist, das Live-Sonar-Thema ist nicht komplett vom Tisch. Das ist einfach aus meiner Sicht, ich habe das Gefühl, das ist abgehökelt. Ich habe dort aber eine Sprachnachricht nicht gelost von diesen Herren. Ja, es ist so ein bisschen, sie tun jetzt auf einen Richterwechsel tendieren und schauen mal, wie das aussieht, weil anscheinend die Richterin so ein bisschen voreingenommen gewesen sei, weil es halt eher eine Grüne sei. Ja, sorry an dieser Stelle, wir wollen natürlich nicht irgendwelche Fake News verbreiten oder so, überhaupt nicht, ist nicht unsere Devise. Und danke für die Hinweise, die wir bekommen haben. Jo, Ja, eh. ich würde Das. sagen, dann, ja, gehen wir weiter. Haben wir es unangenehm erklärt. Nein, das ist ja nicht unangenehm. Ich meine, ich verstehe dich komplett. Ich meine, das hat man so oder so können verstehen. Du hast mich ja auch schnell ins Boot geholt und ich habe es genau gleich verstanden wie du. Und jetzt haben wir Ja, aber die Sache richtig gestellt und ich genau. hoffe, jetzt ist das so die Sache vom Tisch. Genau, richtig. Hey, ich würde sagen, wir gehen mal schnell in die Vorstellung. Wer ist überhaupt da? Das wird wieder eine klassische Nicoli-Episode oder Oli-Nico-Episode. Ähm, wir haben auch nicht irgendwie Q&A geplant, wir haben keine Gäste, nichts. Genau, dafür reden wir heute über die Aquafisch in Friedrichshafen. Genau, und wir haben ein paar recht fette News für euch parat. Und wir erzählen natürlich auch wieder, wie unsere Woche war. Und das Mal ist es entweder oder vom Oli an mich. Ja, Mann. Und Genau. ich würde sagen, wir starten gerade mit der ersten Rubrik. Meine Woche, deine Woche. Oli, willst du anfangen? Ich habe Ja, gerade letztes Mal angefangen. Jetzt ja, weißt fangen wir an. Wir zwei sind ja zusammen auf dem Wasser gewesen. Ja, Mann. So mehr oder weniger spontan mit dem Kajak und dem Belly. Wie das ja ausgegangen ist, haben wir in der Story gesehen. Viel gelaufen ist nicht. Du hast zwar ein paar fette Sichler gesehen auf dem Livescope. Ja, vor allem eine fette Sicht. Ich weiß nicht, ob das immer die gleiche war, aber ey, ja, ich bin noch zu wenig weit, um mir können sagen, das ist sicher ein Pi gewesen, oder ein Zander oder ein Wels oder keine Ahnung. Bisher hat es auf jeden Fall nicht, vielleicht war es ein Karpfen gewesen. Weiß ja nie. Ja, Aber ja. du. Und den Biss habe ich dann verzeichnet. Genau. Verkackt habe ich ihn. Gerade wollte sagen, du bist hast du verkackt, nicht ich. Von dem her ist Aber weißt du, schon das hat mich noch nice. gewundert. Das ist sehr nah am Ufer gewesen. Das ist vielleicht, was sind das etwa gewesen? Knappe 3 Meter vom Ufer weg. Ja, gut, weißt du, ich könnte ja sein, dass der Hecht schon bereits irgendwo richtig aufgegangen ist, um die Laichposition einzunehmen oder so, um sich irgendwo dort ein klein nisten. Oder, was halt auch möglich ist, es könnte ja auch ein kleiner gewesen sein. Sehr wahrscheinlich. Weil, ja, es ist nicht so richtig BAM gewesen, sondern das. Tuk, tuk. Ja, ich habe das Gefühl, das sagt im Fall nicht viel aus über die Größe vom Fisch. Ja, genau. Weil ich habe manchmal das Gefühl, auch die kleinen ballern rein wie Stimmt, ja, Anton. ja. Und ja, hankerum die grossen enden zum Teil auch eher ein bisschen zaghaft. Aber ja, vielleicht ist er auch schon irgendwie richtig leicht gegangen. Vielleicht ist er auch so ein grosser gewesen, wo, keine Ahnung, noch nichts vom Laich hat wollen wissen. Ja. Und er auch der nervige Baitfisch will weg haben von seinem Nest. Ja, das ist sehr gut möglich. Genau. Hey, dann auch weitere, eben, ihr habt es mitbekommen bei mir auf Instagram, ich habe ja mein Bälle ein bisschen upgraded. Jetzt habe ich einen Tisch. Ist mega gut gewesen, habe ich den gerade können testen. Ich habe nämlich nochmal das Scale neu müssen verkleben und ja, ist cool gewesen, dass wir das haben können machen. Jetzt kann er endlich das 9 nehmen auf dem Belly. Hey, mega. Nein,
Ich finde, ein Tisch ist schon mal viel praktischer als das Netz. Einfach so, auch zum Baits ablegen, eben, ich kann mal das Handy drauflegen. Beim Netz habe ich immer Angst, wenn ich das Handy drauflege, machst du eine Bewegung, wupp, ist das Handy im Wasser. Ja, gut. Beim Tisch ist ein Tisch. Ja, Der der, ist ein bisschen der hat ja, glaube ich, auch stabiler. noch Kanten, oder? Ja, er ist Ja, von also, dem her. Ja. genau. Von dem eben, du kannst ja mal etwas drauflegen, du kannst den Fisch ordentlich vermessen, wenn du einen fangen würdest. Darum, Tisch, mega cool. Bin gespannt dann, wenn der Frühling und der Sommer kommt, wie das dann funktioniert Ja, mit voll. Fisch. Voll. Ähm, Dann ist bei mir noch so ein bisschen, hey, ich habe meine Videoplanung endlich abgeschlossen. Also meine Planungen sind jetzt durch. Das ganze Jahr steht, wann welches Video gedreht wird, wann welches Video rauskommt. Nice. Wir haben ja auch unter anderem ein paar Videos zusammen geplant. Ja, genau. Und das Können wir Geile, zwar noch nicht leaken, aber eine richtig geile ja, aber Folge. die Daten stehen. Ich habe das auch alles schon bilateral abgeklärt daheim. Also für mich sind die Daten fix. Vorausgesetzt natürlich, das Wetter ist dementsprechend. Oder? Also beim Regenwetter bringst du mich eigentlich nicht raus. Bei Schnee treiben auch nicht. Aber das sollte ja eigentlich auch nicht mehr schneien kommen. Von dem her sollten wir ja eigentlich da safe sein. Ja, und das erste Video nehmen wir, glaube ich, erst im Mai auf. Dann. Hey, ich habe es gemeint, ja. Ich habe es Von gemeint. dem her ist das alles okay. Nein, mega cool, dass das so steht. Es werden auch eins, zwei Sponti-Video noch entstehen, die jetzt nicht im Plan sind. Zum Beispiel gerade nein, Samstag in einer Woche gehe ich mit meinem Bruder, machen wir ein Catch and Cook. Er hat von mir zu Weihnachten so ein, wie sagt man, so ein Messerset bekommen, weil er hat mir gesagt, will unbedingt ein bisschen Gemüse hacken und ein bisschen Fleisch schneiden mal. Und dann hat er mir letztens geschrieben, Oli, ich muss mal lernen, wie man Fisch filetiert. Ich sage, kein Problem. Aber ja, wir gehen dann schnell da an das Forellenbuff, holen schnell zwei, drei Forellen. Es soll ja darum gehen, wie filetiert man eine Forelle. Nice, sagst du ihm dann im Gruß. Das ist ja nicht beim Dani so. Ah, Nein, okay, das okay, ist was okay. anderes. Beim Dani, das kann ich jetzt ja auch schon sagen, das Video ist auch bereits in Planung. Das wird dann gerade der Dienstag drauf sein, nachdem ich mit meinem Bruder ein Video gemacht habe. Machen wir ein Neighbor versus Neighbor. Also mein Nachbar, der oben mir wohnt, das ist auch ein junges Bärli, hat bei dir, glaube ich, auch schon eine Route gekauft, Ja, zwei Mann. oder eine, Eine, eine. die habe ich noch persönlich vorbeigebracht. Jetzt Genau, sind ihr ja gerade am Gehen gewesen. voll. Und dort werden wir so ein Nachbarduell machen, wo es, ja, ich sehe es dann im Video, richtig cool. Das ist dann beim Dani. An dieser Stelle, Dani, danke für Sponsoring. Ihr seht es dann im Video, was es ist. Nice. Dann habe ich noch Aquafisch, da reden wir aber gerade nachher noch drüber. Genau. Genau, das wäre eigentlich meine Woche gewesen. Sonst eben normal arbeiten, wie alle anderen auch. Ja, schön, schaffst du auch mal. Gell? Ja, ist schön zu wissen, weil sonst, ja, schreibst du mir mal irgendwie am Montagmorgen um 6 Uhr ins WhatsApp und es kommt irgendwie um 11 Uhr oder so mal eine Rückmeldung und dann denkst du so, Ja, wirklich jetzt. hallo. Auch wenn ich normal würde arbeiten, von Mittwoch bis Freitag, ist morgen um 6 Uhr mir noch zu früh. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Jetzt schaffst du ja dann gleich ein bisschen mehr, das ist schon recht. Das ist schon Genau. nice. Ja, hey, wie war meine Woche gewesen? Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon irgendwie mitbekommen habt. Tackle Bros in Zug, die machen das so ein bisschen Guidings und wollen einen Job aufmachen. Die machen einen Online-Job, er ist noch nicht so oben, wie sie es wollen. Also Produkte sind, glaube ich, noch keine verfügbar. Guidings sind fängt oben, sie sind vorzu den Shop am bearbeiten. Irgendwie tacklebros.shop oder so ist die Domain. Sehr nice. Bin bei denen noch vorbeigegangen. Wegen Maximus selbstverständlich, so nach dem Mess als Follow-up. Ziemlich cool. Ja, die werden dort mit der Maximus-Route fischen. Die haben an der Schweizer Sportfischermesse, ist dort der eine, der Andi, auf mich zugekommen. Und jetzt in Friedrichshafen haben sie bereits die ersten Routen und Rollen mitgenommen. Ziemlich cool. Werden sicher auch noch Terminal Tackle haben, wo irgendwo noch kommt, diesen Monat. Und ja, denke, die lassen irgendwo im April mal los. Ja, das Also ist die Route und die Rolle sind für Gäste, die mit ihnen das Guiding machen. ja, genau. Also Okay. sie tun das zuerst mal, also sie stellen dir das Tackle um auf Maximus. Ja. Ziemlich cool. Und tun dann eigentlich mit diesen Sachen natürlich auch fischen, weil sie können ja nicht irgendwie ein Shimano fischen und sagen, hey, wir haben Maximus bei uns im Shop, nimm so eine, die ist hure geil. Sondern sie haben dann gesagt, hey, wenn möglich, wenn wir das Zeug mitnehmen und gerade Probe fischen, gerade mal ein paar Würfe machen, schauen, wie das ist. Ich hoffe, ich komme von euch Jungs dann mal noch ein Feedback über, wäre ziemlich nice, aber ich bin überzeugt, die sind zufrieden mit dem Zeug. Das ist wirklich ist eine geile Geschichte. Du hast ja, nein, du hast Maximus noch nicht gefischt. Nein, ich habe Maximus, ich werde sie in 2 Wochen das erste Mal fischen. Ja, ich bin gespannt, was du sagst. Ich bin gespannt, was du sagst. Ja, ja, bei mir kommt ja dann auch das Review von Holland, von dieser Route. Du Ja, nicht zu viel liegen, da noch nicht Ali. zu viel liegen. Aber eben, es ist so viele Planung, ich bin so gespannt. Du bist aber Ja, dran, das ist sorry. geil. Das ist geil. Ja, hey, Angeln am Obersee, hast du ja gesagt, wo wir draußen sind. Ist für mich auch nice gewesen, bei diesen Temperaturen wieder mal raus mit dem Kajak. Ist cool gewesen, habe ich das Kajak wieder mal können satteln. Und
das Geile ist halt eben schon, am Obersee darfst du mit dem Kajak und dem Belly fischen. Und es ist, ich finde den Obersee jetzt von der Struktur, so wie ich es gesehen habe, finde ich ihn eigentlich schon noch ziemlich nice. Also ich glaube, der hat schon noch recht Potenzial, wenn dort wirklich die Saison ist, habe ich das Gefühl. Ich habe immer Angst, dass wenn ein Spot nice aussieht, oder du als Mensch denkst, sieht nice aus, dann hat es meistens nie Fischstich. Ja, aber logisch, weil du bist ja nicht der Einzige, der den Spot nice findet. Klar ist es irgendwie ein gewisser Befischtungsdruck, weil es geht ja niemand. Ja, mal, es gehen die Leute in der Badewanne fischen. Das stimmt, mache ich ja auch. Aber ja, nein, irgendwie, ich habe das Gefühl, ja, du lassen wir uns mal überraschen. Ich denke, wir werden sicher im Sommer auch wieder mal dort rausgehen, Unbedingt. mit Kajak und Belly und dann schauen wir das Ganze an. Dann haben wir noch, ja, eigentlich wollte ich jetzt so ein Muster noch haben vom Swimbait. Hey, das ist mir im Fall noch in den Sinn gekommen. Ja, der Felix hat es vergeben. Oh Mann. Also Ja, hat er ihn vergessen, ja, oder? ja. Oh. Aber was ich kann sagen ist, am Sonntag ist noch einer gekommen von der Türkei, ist der. Und der hat noch Muster dabei gehabt von Topwater Baits. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ein absoluter Topwater-Fischer bin und mein Tackle nur aus Topwater Baits besteht. Nicht. Nee, genau. Und jetzt haben wir dort noch ein paar Muster einmal bekommen. Ich werde die sicher noch mit Haken bestücken, werde die auf Holland mitnehmen. Ich werde die aber sicher auch schon vorher da bei uns bei meinem Hausgewässer ein bisschen fischen. Mal schauen, ob da irgendetwas kommt. Vielleicht auch im Mai, weil wie der Benedikt von der Topwater Productions ja gesagt hat in seinem Vortrag, der Aquafisch, Topwater-Zeit ist das ganze Jahr. Ist halt einfach immer die Frage, was ist der Zielfisch und wie sind die Gegebenheiten für aussen. Aber du mal schauen, was da Und er rauskommt. ist schon ein hure Freak auf Ja, Topwater, gell? ja, Er fischt ja gut, ist gar klar. nicht anders. Der kann dafür nicht anders. Nein, logisch, logisch. Wenn du das natürlich vertrittst, dann musst du ja fast. Also, ich meine, ist ja bei mir auch nicht anders mit dem Maximus. Ich vertritt Maximus, mal ich fische etwas anderes. Aber es macht, macht ja nichts. Schlussendlich ist, ja, haben wir jetzt nicht gehört. Genau. Aber ich glaube, das Main Tackle ist schon das, was du vertrittst. Weil sonst würdest du es ja nicht vertreten, sonst würdest du es nicht geil finden. Sag ich jetzt mal. Also Topwater ist nachher die Idee, dass du die in den Shop aufnimmst oder Ja. dass Maximus die vertritt, Nein, oder? dass die über Major Fish in den Shop kommen. Okay. Maximus hat wirklich nur mit der Nur- Route zu. Und Major Fish ist eigentlich dann so ein bisschen Baits und Terminal Tackle, wo dann im Vertrieb ist. Genau. Aber was ist jetzt nochmal mit dem Swimbait? Das habe ich jetzt nicht ganz mitgeschnitten. Ja, ich habe am Felix noch vor dem Mess, also habe ich mit dem Adrian geschrieben und er gesagt, hey, Swimbait. Er hat gesagt, ja, melde dich beim Felix. Felix hat Muster, die sollen endlich mal gefischt werden. Habe ich gesagt, ja, Felix, nimm es mit auf die Messe. Und wie es halt ist bei so Messevorbereitung, bist du einfach im Scheiß. Du hast nur noch die Messe im Kopf, hast genug Material, hast alles dabei, hast alles organisiert. Ja, und dann sind sie halt untergegangen, dann haben sie es halt vergessen. Und, aber nichtsdestotrotz, ich habe noch eine Bestellung offen dort und habe gesagt, hey, leg mir die noch dazu bitte. Ich habe keine Ahnung, wie viel das kommen. Ich habe keine Ahnung, welche Dekoren das kommen. Ich habe keine Ahnung, wie groß und wie schwer das sind. Aber Okay. ich lasse mich da komplett überraschen. Sie sind für Hecht. Er hat irgendwo von 15 bis 18 Zentimeter, was eigentlich voll im Range wäre von mir aus gesehen, wo ich würde sagen, nice, können wir machen. Und ja, sind wir mal gespannt, was da kommt. Ja, ihr werdet sicher da im Podcast mehr hören, Definitiv. wenn da etwas Definitiv. rauskommt. Definitiv. Hey, dann war Forelleneröffnung noch gewesen, habe ich mir aufgeschrieben. Ja. Ich habe eigentlich ja ans Wasser wollen, um mich von dem Ganzen ein bisschen davon können zu überzeugen, dass Forelle doch ein Raubfisch ist. Ja? Mhm. Aber Nein, du hast ja schon Forellen gefischt. ich will das Thema nicht aufgreifen. Nein, ich habe es gar nicht ins Wasser geschafft. Eben, gell? Also ist ja mein Fail von dem her. Ja. Dann habe ich auch noch mein Kajak aufgerüstet. Ich habe ja an meinem Kajak Orica Fasten Halterungen. Habe dann gefunden, hey, ich habe irgendwie fürs Scope habe ich irgendetwas gebastelt, wo einfach zweckmäßig ist. Und habe dann gefunden, weißt du was, wieso nicht RAM Mount? Ja. Habe dann die RAM-Mount bestellt. Gibt es auch so RAM-Mount mit Borica-Fastenaufnahmen. Habe noch Borica-Fastenaufnahmen müssen bestellen für so eine Klemme für den Motor, weil ich das Echo auf dem Motor will. Natürlich passt die nicht auf den Motor. Wie so oft bei so Sachen. Genau. Aber egal. Ich habe sie jetzt bei mir. Also, ja, mal schauen, was ich mit der mache. Vielleicht kaufen wir irgendwie eine Stange oder so. Ich habe ja schon überlegt, ob ich etwas aufdoppeln auf dem Motor, damit die dann doch drauf passt. Aber wahrscheinlich werde ich den Scope irgendwie, weil ich das Echo der Bildschirm irgendwo auf der Seite habe und dann so arbeiten. Ja. Mal schauen. Genau. Aber ist doch noch viel gegangen diese Woche. Hey, mega, vor allem noch mit Aquafisch, gell? Am Samstag ist es dann losgegangen, sind wir an den Aquafisch gegangen und wie es dann dort gelaufen ist, hören wir dann später noch.
Ja, von dem her, das wäre so ein bisschen meine Woche gewesen. Und Oli, hast du noch etwas? Nein, das ist alles gewesen. Ich würde sagen, wir gehen in die nächste Rubrik. Jetzt habe ich die wollen ankündigen, Mann! Sorry. Dann halt News. Darfst du wieder anfangen? Ah, herrlich. Also, hey, die es noch nicht mitbekommen haben, spinrightshop.de ist pleite. Die haben, die sind Oh, das Konkurs sagt man gegangen. gar nicht. Ja, ich kenne den halt nur wegen Majorfish. Das ist einfach so ein normaler, mittelgrosser Angelshop gewesen in Deutschland, hat recht Social Media Marketing gemacht, hat dort immer wieder ein bisschen das Zeug gepostet und ja, und der ist jetzt halt pleite, schade, also auch in Deutschland gehen die Shops mittlerweile ein bisschen zu. Anscheinend ist es so ein bisschen wegen der erhöhten Energiekosten, Ja. aber ich habe irgendwie das Gefühl, der Shop ist vorher schon nicht so wunderbar gelaufen. Also, Okay. ich habe mit dem Adrian noch geredet und er hat dann einfach gesagt, hey, schau, was du eigentlich machen ist irgendwo 400, 500 Quadratmeter nehmen. Davon hast 300 Quadratmeter Outlet, wo du irgendwie im grossen Stil einkaufst. Und die anderen 100, 200 Quadratmeter hast du dann einfach nur wirklich deine Premium-Ware, wo du dann sagst, hey, da kostet halt einfach die Route irgendwie 400, 500 oder 600 Stutz. Und die Köder, die im guten Preissegment sind, ja. Wie auch immer. Also es war ein Shop, gewesen, nicht ein Online-Shop. Also es war ein Ja. Laden gewesen in dem Es Sinn. war ein Laden Eben, gewesen mit Online-Shop. die Frage ist halt schon, lohnt sich in der heutigen Zeit noch ein Ladenlokal zu haben? Hey, schau, handkehrum muss ich sagen, es gibt Tackle for You, die sind neu, seit Mhm. dem Jahr, meinte ich, seit dem Januar. Und die sind dort gewesen, wo der Fischer Outdoor war. Ja. Und die sind voll am Kommen, anscheinend. Die geben ziemlich Gas. Die haben es auch nicht auf die Messe geschafft, weil sie halt so viel zu tun hatten. Läuft anscheinend gut. Das ist der Ramon und der Lukas. Bei denen wird ich sicher einmal noch vorbei mit Maximus. Die hören unseren Podcast auch übrigens. Hey, Jungs, Lieber Gruß. geile Geschichte. Hauen die. Ähm, ja, von dem her, bei denen ist auch der Online-Shop noch ein bisschen, die haben noch nicht alles eingepflegt, die kommen irgendwie nicht wirklich dazu, weil anscheinend so viel läuft. Ja, von dem her, ich glaube, das läuft schon noch, ein Shop an und für sich. Aber ich glaube, es ist immer so die Frage, wie machst du es? Was bist du für ein Typ? Passst du dort rein? Passt der Kunde oder passst du zu den Kunden oder Kunden zu dir? Und ja, ich glaube, das ist, Ich glaube, das ist schon noch abhängig von auch Laufkundschaften, oder? hey, Wenn du habe ich irgendwo das im Gefühl. Kacher raus bist, dann Ja. da kommt auch niemand vorbei. So. Ja, dann hast du nicht die einfach mal durchfahren und sagen, ah, warte, ich sollte ja eigentlich noch. Sondern da heisst es, hey, ah, warte, ich sollte ja eigentlich noch, wo ist der Nächste? Und dann, ja, wenn halt einer am Weg ist. Ja, Ich finde es auch noch hure schwierig, so, ja, du musst ja das 0815 Zeug haben, Kitec, USP, Westin, aber irgendwie willst du dich auch als Shop, glaube ich, ein bisschen abheben. ja, Und das willst du dann auch für vermarkten können. Das ist, ja, glaube ich, schon genau. auch noch die Schwierigkeit im Ganzen. Hey, ich habe auch das Gefühl, nur vom Shop alleine, ja, weiß nicht. Ähm, denke, da musst du auch noch irgendwo Werbung machen, an die Messe gehen, vielleicht auch noch irgendwie Guidings anbieten, einfach irgendwie so mehrere Standbeine, habe ich das Gefühl, weil die Miete frisst die halt dann schon irgendwann auf. Vor allem gerade in den Wintermonaten, wenn eh nicht viel läuft, so Januar umeinander. Da haben alle ihre Gutscheine geholt im Dezember, sie haben alle ihr Weihnachtsgeschäft gemacht. Wenn sie dann nicht bei dir einkauft haben, wird es halt verdammt schwierig. Habe ich Mhm. das Gefühl. Weil da Ja, hast du voll. Januar und der Februar, je nachdem, ob du noch an einem Forellengewässer bist oder so. Wenn du an einem Forellengewässer bist, ja okay, dann geht vielleicht im Februar noch ein bisschen etwas sicher, aber im März, aber du musst die 2 Monate auch können überbrücken. Und ja, ich meine, die Miete, ja, die musst du zahlen, ob du willst oder nicht. Ja, und der Lohn auch, oder? Willst du auch noch etwas Und der aufs Lohn auch. Brötchen streichen, oder? Ja, genau. Von dem her, ja. Hey, dann noch weitere News. Der Kajak Point, der Rolli, bringt eine neue Kajakserie raus. Wird Cool. voraussichtlich im Herbst werden mal die ersten Kajaks dann ankommen. Ich habe dort auch ein bisschen meinen Senf dazugeben. Bin dann gespannt, wie es umgesetzt wird. Aber, ja, finde ich recht nice. Er hat jetzt noch ein Tarpoon 11.5, von denen haben wir noch ein paar am Lager. Die sind ein bisschen grösser als meins. Ist, so, ist auch schwerer, ist irgendwie glaub 40 Kilo oder etwas. Ja, ist halt dann schon die Frage, so also schweres Kajak. Ja, wenn es dann halt musst rumlüpfen, das Wasser und wieder retour, ja, weiß ich auch nicht, wie lässig das denn das ist. Ja, du musst auch noch das nötige Transportmittel haben, zum Ja, Rennen. genau. Ja, genau. Du bist halt mit dem Belly bist halt da schon ein bisschen flexibler, weil dann einfach kannst du sagen, hey, ich packe es irgendwie in eine Kiste rein, wie du hast, und dann kannst Mhm. du die Rückbank rühren. Auch bei einem kleinen Auto musst du einen extra Dachträger haben. Aber bist dann halt auch am Wasser, sage ich jetzt mal, benachteiligt. Mit dem Vorbereiten, mit dem Paratmachen, auch nachher bei der Strömung, bist du halt mit einem Kajak schon schnittiger.
Das ist ja so. Aber ja, du, aber jedem das seine, jeder wie er will. Auf jeden Fall wird die Kajak-Serie relativ leicht werden. Wir haben auch sehr einen konkurrenzfähigen Preis, oder er, sehr einen konkurrenzfähigen Preis, den er anstrebt. Ähm, mit auch noch Tackle, also Tackle, ja, halt Kajak-Tackle, sowie Routenhalter, wie Transportwagen, Paddel, so ein bisschen das Zeug. Ja, ich bin da sehr gespannt, was da alles rauskommt, ja. Genau. Dann, irgendwie hört es nicht mehr auf, dunkel. Gut, wir haben ja gesagt, wir haben heute extrem viel Ja, voll, News. voll. Der TS Tackle Shop in Steinen, wenn irgendjemand von euch ein Ladenlokal sucht, Jungs, schlägt zu. TS Tackle Shop in Steinen wird verkaufen. Mega schade, ich habe es im Petri Heil gesehen. Ähm, ja, sie wollen irgendwo im Sommer rein, wenn sie das Ganze durchhaben. Ja, für mich leider zu weit weg. Schade. Wäre sicher geil, so ein Ladenlokal, aber ich weiss nicht, ob ich Zeit dafür hätte. Ob ich Zeit dafür würde Wellen aufbringen, das ist dann so etwas anderes. Ich glaube, Zeit finden, das würdest, aber das Wellen ist dann halt immer noch. Ja, das haben wir vorhin ja schon einmal gehabt. Das müsstest du Ja, dann hauptberuflich machen. ja, ja, Wenn, und richtig geil aufziehen, auch mit Social Media und so. Ich ja, glaube, es läuft viel über das. ja, voll, voll. Ja, sehr schade. Auf jeden Fall hoffe ich, dass dementsprechend Käufer finden, die das Ganze übernehmen wollen. Wäre sicher nice. Ich finde es echt ziemlich ein cooler Laden. Ich bin dort schon ein paar Mal drin gewesen. Haben eine riesen Schaufensterfront. Da kannst du mega viel machen. Dort ist sicher auch deine Laufkundschaft, die irgendwie sieht, ah, da ist ein Tackle-Shop, geil, geh ich geschwind rein, vis-à-vis parkieren. Ja, von dem her. Ja, sehr schade. Und dann habe ich noch die letzte News, Oli. Nachher darfst du. Okay. Und zwar geht das auch wieder so ein bisschen ins Live-Scope-Verbot hier. Ich habe erfahren, dass auf dem Silsee das Livescope ebenfalls verboten werden. Sie sind dort Oh, in wow. Diskussionen. Es wäre anscheinend per 2025, Mhm. also per nächstes Jahr. Das heisst, das Jahr sollte es noch erlaubt sein. Ob das dann wirklich auch kommt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber die Quintessenz ist, man merkt ein bisschen, es geht irgendwie ein bisschen etwas gegen das Live-Sonar-Zeug. Habe Ja. ich das Gefühl. Ja, vor allem im Kanton Schweiz. Hä? Ja, die geben ziemlich Gas, ja. Absolut, absolut. Ja, du, von dem her, schade. Mal schauen, wie es rauskommt. Meine Meinung ist schade natürlich. Wie ihr es so rausgesehen. Ja, von dem her. Jo, hey, das wäre es eigentlich gewesen mit meinen News. Wenn ihr da irgendwelche Sachen habt, die ihr auch einbringen wollt oder wo ihr anders seht, oder hey, meldet es unbedingt. Ja, Ihr dürft übergebe ich. uns auch News zuschicken über unseren Instagram-Kanal. Hey, unbedingt, ja, unbedingt. Macht das, macht das. Da sind wir natürlich immer sehr offen dafür und ja, werden die sicher besser prüfen als auch schon, aber ja, genau. Gut, hey Oli, ich Hey, übergebe dir das Wort. ich fange mit etwas Geilem an. Ich weiß nicht, ob man es schon gesagt hat. Es gibt neu Fischverrückt Sticker. Richtig geil. Die könnt ihr bei mir und beim Nico jeweils abholen, wenn ihr uns seht. Wir haben sicher immer ein paar im Hosensack oder irgendwo im Täschchen dabei. Ja, natürlich. Richtig geile Sticker. Also wer unbedingt einen Fischverrückt-Sticker will auf seiner Tacklebox, unbedingt bei uns melden. Genau. Hey, ich habe an der Sportfischmesse, an der Aquafisch habe ich natürlich auch noch einige verteilt. Jedem Schweizer, wenn ich sehe, ja, du bist Schweizer, ja, perfekt, hey, schau da, kennst du? Oh, ja, habe ich auch schon reingelassen, oder, nein, kann ich gar nicht, ja, hast du Spotify? Ja, voll. Hören beim Heimfahren. Ja, voll. Ich auch, ich auch. Ganz viel verteilt. Dann, ich weiß nicht, haben das sicher schon alle mitbekommen, ist jetzt ein bisschen länger her, ich glaube auch schon 2 Wochen wieder. Babsi hat, ich kenne Babsi Kiewski, glaube ich, Ja, irgendwie. irgendwie, Ich kann den kann Nachnamen jetzt nicht nicht falsch aussprechen. aussprechen, ich sage einfach Ja. Babsi hat kein Team mehr. Sie hat da ein mega cooles Video gemacht, wie sie so T-Shirts wechseln von den Teams. Und am Schluss hat sie einfach nur ein weißes T-Shirt angehabt, so von wegen, hey, ich bin auf der Suche nach einem neuen Team. Sie hat jetzt jeweils so eine Serie gemacht zum Hechtfischen. Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast über Instagram. Nein, gar nicht. So, und es hat so viel Hate geregnet, das ist krass gewesen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also ich Also muss wahrscheinlich nicht wegen dem Fischen, sondern wegen ihr, nehme wegen ich an. ihr, genau, Ja. es ist sie- wie soll ich sagen, ich habe auch mal reingeschaut, das ist jetzt nicht gerade mein Stil, es tönt sehr wie in den Fernsehnachrichten, wenn sie so reden von Tele Zürich oder so. Ähm, Wirklich so ganz schlimm gestellt, nicht sie echt. Und das haben, glaube ich, mega viele Leute bemängelt, wo darauf sie wieder ein Video gemacht hat, um allen Hatern mal die Meinung zu sagen.
Ob es das gebraucht hat, weiß ich nicht. Ja, Auf jeden Fall, was ich eigentlich wollte sagen, sie hat kein Team mehr. Wenn ein Team will Babsi aufnehmen, sicher jemand ja, mit viel Erfahrung. haue die, haue die. Ich habe sie am Nico auch schon vorgeschlagen. Hey, sorry, den Lohn kann ich wahrscheinlich, ja, der ist ja gleich. Dann, ich weiß nicht, die Nace-Fan sind, Nace hat neue Beanies rausgebracht. Ist auch letzte Woche rausgekommen. Dann, ebenfalls bei Nace, es gibt eine Folge, wo der Dustin Schöne ist er mit dem Bellyboot go fischen, ich glaube, echt nicht mehr. Das ist schon ein Zeitchen her. Und dann ist ihm eine Rute ins Wasser gefallen, samt Wobbler und allem, einmal ins Wasser. Und die ist jetzt letztens wieder gefunden worden. Ja, da habe ich irgendetwas gesehen auf YouTube, habe ich irgendwie die Überschrift gesehen, die Route sind wieder vorgekommen oder so, irgendwie so Ja, etwas. voll, das ist eigentlich krass, dass man die wieder rausgeholt hat. Ähm, genau. Ja, jeder will doch irgendwie eine Route von einem Promispieler. Ist doch wie ein Ja, aber Eishockey-Stecker. die ist jetzt, weißt du, wie lange nicht im Wasser Ja, reingelegen? logisch, ja. Ja, 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 ist gut. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das finde ich ziemlich krass. Bei ORF hat es eine Kochshow. Ja, Und ja. dort haben sie einen Frauenfling. Hey, wie der Fisch heisst, keine Ahnung. Ich habe das nur Ich so, glaube, ich by habe the da einen way, Schreibfehler überflogen. gemacht. Auf jeden Fall eine Fischart, die geschützt ist, haben sie dort zubereitet. In Ja, dieser Kochshow. Und es hat ja, einen das ist riesen so. Aufstand gegeben. Ja, Ja, wie kommt man zu so einem Fehler? hey, keine Ahnung. Das darf doch an Ja, einer Kochshow nicht passieren. ja, ja. Von mir aus gesehen nicht, vor allem wenn sie noch so gross ausgestrahlt wird, solltest du sowieso, ja. Aber wahrscheinlich eben, ist halt, wenn die Leute keine Ahnung haben, dann machen sie einfach etwas. Und das kommt meistens halt einfach nicht gut. Ja, aber wie kommen die zu dem Fisch? Du darfst ja nicht befischen. Die haben doch wahrscheinlich keine Ahnung gehabt, die haben doch irgendwie einfach gefischt und dann gefunden gehabt, weißt du was, wir haben den Fisch oder so. Obwohl, es ist ja eine renommierte Kochshow. Es ist nicht einfach irgendwie so eine, ja, so ein Catch and Cook oder so von Ja, einem Amateur, sondern es ist ja eigentlich wirklich, ja, ich sage jetzt, professionelle Kochshow, würde ich jetzt mal behaupten, oder? Von krass, dem ich her, bin ja. krasser Ja, ist Fan. verrückt, ist verrückt. Ja, das ist ein mega, mega Patzer, ja. Aber es hat einen guten Shitstorm gegeben in den sozialen Medien. Ich habe irgendwie die Überschrift mal geschwind gelesen, irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer das gepostet hat. Ähm, ja, der hat dann irgendwie gesagt, er ist irgendwie gestanden, hey, geschützter Fisch wird gegrillt und dann dachte ich, ernsthaft jetzt? Wirklich? Ja. Ja, die können ihre Kochshow nachher auch zumachen. Ja, dann WKDF kommt nur noch alle 2 Wochen, nicht mehr alle Wochen. Was ist WKDF? Was kostet der Fisch? Der Ah, merci, Podcast von danke. Joshi und Maxi. Merci. Ähm, ja, es hat sich, finde ich, meiner Meinung nach ein bisschen angekündigt. Sie haben nach der Weihnachten recht nachgelassen. Also, es ist immer regelmäßig Episoden rausgekommen Ja, und nach der Weihnachten haben wir gemerkt, sie haben es ein bisschen schleifen lassen. ja, Und dann haben sie es auch in der letzten Folge verkündet, dass sie nur noch alle 2 Wochen ja. werden eine Folge aufnehmen. Ah, okay. Macht Gut, auch Sinn. ja, ich wollte jetzt gerade sagen, das machen wir ja auch nicht anders und finde ich ja, ich glaube, alle 2 Wochen finde ich ja okay. Also, Wiederum, sie machen es beruflich. Wenn ich das beruflich machen würde, ich auch mit dir jede Woche da hocken. Wir machen es wett freiwillig ich in unserer nicht. Freizeit. Wett Nicht? ich, nein. Okay. Nicht ich jede Woche. Frag mal den Colin. Nein, du schlussendlich ja eh. Also, meine, wenn du Vollzeit machst, ist halt die Frage, hast du Zeit dazu? Und gehen deine Themen aus, gell? Das ist dann halt das andere. Das ist das andere. Gut, sie haben eh schon alle Themen durchgecatcht, nehme ich mal an, oder? Ja, ich denke es auch. Also, sehr wahrscheinlich schon. Aber es ist halt so ein bisschen, ja, willst du gleich irgendwie über gewisse Sachen berichten, wo die Leute auch interessieren. Und, ja. Obwohl, muss ich sagen, uns, das habe ich jetzt wieder an der Messe gehört, an der Sportfischermesse, sowie auch in Friedrichshafen, uns hören einfach viel zu, weil es einfach, sie finden es amüsant, zum uns zuhören. Finde ich schon geil. Das finde ich aber Also, gut. Das ist ja, doch toll. ja, vor allem, da gibt es die Leute, die am Montagmorgen zur Arbeit gehen und unseren Podcast einhauen und sagen, hey, weißt du, jetzt kann ich einfach, ich fahre fast eine Stunde Auto und jetzt kann ich einfach den Podcast hören und die Zeit vergeht im Flug. Finde ich geil. Für das sind wir auch rum. Unter anderem natürlich, wir sollen euch auch ein bisschen unterhalten, selbstverständlich. Und, ja, wir dürfen nicht immer die gewissen Marken erwähnen. Und so. Aber ist ja gleich, ja, soll ja Wir bleiben. probieren heute keine Marke zu erwähnen. Ja, Hey, komm, ich habe noch eine News. Du verfolgst auch ein bisschen Angelturnier, oder? Jetzt ist ja, gerade YPC Bass zum ja. Beispiel. Hast du ein bisschen mitbekommen, wer dort weitergekommen ist, oder? Hey, nein, null. YPC Bass ist für mich etwas, wo ich nicht verabscheue, überhaupt nicht, aber ich schaue es nicht, weil ich bin nicht der Bassfischer, ich kann mich irgendwie nicht identifizieren damit. Und ja, es ist für mich kein Turnier, wo, ja, es ist einfach noch eins mehr, wo ich muss sagen, Hat ja. das damit zu tun, dass er Forellenbarsch heisst? Hey, nein, nicht einmal, nein, wirklich nicht. Das kann ich bestätigen, dass es wirklich nicht an dem Namen liegt. Wirklich nicht. Weil es ist der Bass, ob jetzt der Forellenbarsch heisst, ist egal, es ist einfach der Bass. Und
keine Ahnung, irgendwie, ich finde es einfach so ein bisschen too much irgendwie. Bank, Boat, Bass, UK, ja, finde ich, ich schaue Bank, ich schaue Boat, ich schaue Fly vs. Jerk, die 3 Turniere und that's it. Okay. Und jetzt Ja, habe ich ich ein bisschen bin, angefangen, EFL zu schauen, European Fishing League, den ja, Tipp habe ich vom Aschi bekommen. Finde ich auch noch recht nice. habe ich, das habe ich dafür gar nicht auf dem Ja, Schirm. ja. Finde ich noch cool. Ist auch sehr professionell gemacht. Ja. Ja, Nein, sorry, zurück zum Thema. ja, YPC Bass. Basic, okay, da können wir irgendwie nicht ein bisschen drüber. Ich dachte, wir können vielleicht noch drüber reden. So ein bisschen das Jahr finde ich es auch, so das Teilnehmerfeld sehr schwach an Leute, die mitmachen. Ja. Also so ein bisschen, ja. Ich nehme an, die es interessiert, die haben es gesehen. Ich lese jetzt da nicht noch Resultat vor. Aber Hättest ja, ja gar keine notiert, habe ich gesehen. mal, ich habe da Nein, wirklich? extra Ah, schau, er ist stark, du bist schon voll dabei. vorbereitet. Wer ist weiter? Äh, Hey, für all die letzte Episode YPC Bass noch nicht gesehen haben, vielleicht da kurz die Ohren zuheben oder geschwind Liedli schalten. Es geht irgendwie jetzt 10 Sekunden. also genau, es ist Fish and Chip weiter. B1 Boat Center. Dort macht der Frank, der Tank, den mag ich gar nicht. Mal, den finde ich, das ist der Boss dort, gell? Ja. Ja, mal, den Nein, finde das ist so mal, ein ich finde ihn Charakter, den okay. ich gar nicht mag. Er ist halt ein Sales, das merkst du. Er verkauft seine Boote. Und mal, ich habe ihn eigentlich, ihm habe ich immer gerne zugeschaut. Beim Ja, YPC Boat hat er ja auch mitgemacht. Gehabt. Und, mal, meint es beim YPC Boat. ja. Und, mal, ich finde es eigentlich noch okay, auch wenn er mir über das Boot erzählt. Finde ich eigentlich noch easy. Ja, das schon. Aber so vom rein menschlichen her finde ich ihn, wäre jetzt nicht meine Wellenlänge. Ja, Dafür ja, muss ich sagen, hey, krass, die sind auch, glaube ich, wieder fast letzten Platz gewesen und haben sich wieder aufgegangen. ja, Wo ich finde, hey, das ist schon eine starke Leistung, ja, wenn du vom letzten Platz wieder raufkommst. ja. Das Han, haben sie B1 wieder geschafft, das ist krass. Also sie sind jetzt Zweite. haben sie nicht letzte Bass gewonnen? Ja, sie haben die Gell? letzte Ja, B1 gewonnen. ja, ja. Dann ist Ich habe mal angefangen mit dieser Episode jetzt, wo neu ist, aber ich muss sagen, ja. Fisch Ass ist dann mit Dritten als Letzter qualifiziert worden in dieser Gruppe. Ja. Jetzt muss ich schnell Weißt du, wer dort dabei ist? Fisch, Ass? Ja, das sind so Spanier, das ist, glaube ich, so Ja, ein okay. spanischer Shop. Darum Ja. finde ich es eben das ja recht speziell, weil so ein bisschen, ja, es fehlen mir gewisse Marken, die dort Mhm. mitmachen. Mhm. Sie haben Mhm. viel, halt, wo das in Extremadura ist, Ja, haben sie halt viel lokale Leute auch genommen. ja, Und ja, ich finde das ja, ein bisschen okay. speziell. Aber ist ja nice, ja. Finde ich noch gut. Dann in der zweiten Gruppe, was ich ganz cool finde, ist Luadrop. Das ist ja von Heft und Barsch Ja, die Boxen ja, genau. als Erstplatzierte Okay, durchgekommen. Weil ich finde okay. es einfach geil. Ich mag irgendwie noch den Daniel. Ja. Der Daniel er hat immer hure Pech bei diesen Turnieren, oder? Ja. Er ist so ein richtiger Tollpatsch, irgendwie, Ja, habe ich das Gefühl. wirklich. Aber, weißt du, ein lieber Tollpatsch. Nicht Ja. irgendwie böse gemeint oder so, sondern wirklich so ein bisschen einfach halt, ja, tollpatschiger Fischer irgendwie. Aber er macht es, glaube ich, nicht mal absichtlich. Nein, und irgendwie, ich bin immer für den Daniel. Auch wie YPC Bank. Wenn ich mit Manu einmal da auf dem Sofa sage, wer bist du? Ja, wir sind für den Daniel. Ja, das ist gut. Und darum gönne ich es ihm mega, dass sie als Erstplatzierte mal da Ja, weitergekommen voll. sind. Voll. Dann Ilex mit Ja. dem Mark Pachowski. Und dem Geil, oder? Gail Äh, Evans oder so. nein, mit dem Di Santo. Ah, okay. Mattia Ja, Di gut. Ah, Santo. okay. Dann warst du mit dem Gail Evans auf dem Boot gewesen. Mhm. Ja. Dann der Prit Connell, das sagt mir jetzt nicht, das ist auch so, ich glaube, ein Boot, Motormarke, irgend sowas. Ja. Und dort ist der Luis Mendes, glaube ich, spontan eingesprungen, weil dort jemand abgesagt hat. Sorry. Ja, Ja. Okay. genau das zu dem. Schaust du Fly vs. Jerk? Ja, natürlich. Wow, aber das finde ich jetzt. Ich tue es mir einmal, muss ich ehrlich sein, ein bisschen durchspulen. YPC tue ich immer ganz durchschauen. Ja. Und Fly vs. Jerk, ich tue es mir einmal durchspulen. Es ist mir manchmal ein bisschen zu lang und es ist mir so ein bisschen langweilig. Ja, ich schaue es halt mit Gediegen nebenbei und dann, Ja, ich komme auch nicht immer alles mit über, aber ich schaue es einfach so Gediegen nebenbei und dann, ja, wenn noch mal wieder ein Fisch gefangen wird, schaue ich auch mit rein. Ja, von dem her. okay. Ja, dort muss ich jetzt nicht noch Resultat aber also ich wollte nur fragen, ob du das voll durchschaust, weil Ja, in ich der tue da Regel mal ein schon. bisschen spulen. Nein, in der Regel schaue ich es voll durch. Ich habe es auch schon 2 oder 3 Mal müssen schauen, weil ich einfach, ja, irgendwie, ich habe es angefangen zu schauen, dann bin ich irgendwie fast am Schluss gewesen und dann habe ich nicht mehr gewusst, wo ich bin, weil das YouTube, wenn ich es wieder aufgemacht habe, ich habe es irgendwie über ein anderes Profil geschaut. Und dann, ja, habe ich halt wieder von vorne angefangen, aber ich finde es okay. Okay. Ich finde es auch anstrengend auf Englisch einmal. Da penne ich einmal ein, weil es der Kopf jetzt Ja, okay. anstrengend Nein, ist. nein, nein, das habe ich jetzt gar nicht. Das habe ich jetzt Nicht. gar nicht. Aber ich schalte immer die deutschen Untertitel aus, weil ich das hasse. Wo ich auch. Hey, Wow, das das geht ist gar nicht. abartig nervig. Und vor allem manchmal hure schlecht übersetzt. Ja, das kommt noch dazu. Nein, von dem her. Aber ich schaue das eigentlich ganz durch, ja. Hey, das wäre es für diese Woche mit meinen Angel-News. Nice. Dann
Ja, wenn du nichts mehr hast, würde ich sagen, gehen wir in die nächste Rubrik. Und zwar zum Thema Jawohl. Aquafisch. Wenn wir, bevor wir zu den Ja. Aquafisch kommen, noch ein anderes Thema aufgreifen, was wir eigentlich am Ja. Ralf und am Gesi schon ewig versprochen haben. Was machst du auf Instagram? Nein, ich weiß gar nicht, ich kann Also, ich mache mal schnell Instagram auf, weil da Also, können wir nämlich. Oder hast du die alle ich habe rausgeschrieben? den Screenshot, den ich dir ja geschickt habe auf WhatsApp. Ja, Dort sind das sind alle? alle. Ja, das sind alle. Ah, hast du den offen? Nein, Ah, nur wenn du den willst aufmachen. nein, ich mache Insta auf. Okay. Also, nein, ich mache den Screenshot auf. Das ist viel einfacher. Ja, Oli, wir haben schon lange nicht mehr geschrieben miteinander, dunkt mir. Ja. Aber ich habe die oben fixiert, stell dir vor, kannst dich geehrt fühlen. Äh, Ich habe nicht mal meine Freundin oben fixiert. Das musst du mal zeigen, wie wir das machen. Ich kann das auch machen. Ja, siehst nur, siehst nur. Du bist zu jung für WhatsApp. Ja, wirklich. Okay, also, ja gut. Also, für die jetzt noch nicht ganz mitgeschnitten haben, um was das soll gehen. Es geht darum, um VIPs, so quasi an der Schweizer Sportfischermesse Genau, im 25. genau. Wir haben ja den Gesi und den Ralf bei uns gehabt. Und dann ist sich die Frage gekommen, warum das immer die gleichen VIPs kommen, warum das nicht mal andere kommen. Und auf die Frage runter, haben wir gefunden, wir machen eine Umfrage. Wir haben euch die Umfrage auch präsentiert auf Instagram und es sind doch ein paar Antworten Ja, reingekommen. mega viel. Ich bin Ja, schon überrascht, dass ja, coole und ein paar auch sich die Community sehr einig ist. voll. Wenn wir mal, hast du offen? Ja, ich kann es auch aufgehen, ja. Wenn wir mit dem ersten anfangen. Ja, kannst du. Also gut. Der Mark BFE Shark, der Mark the Shark, der wünscht sich den Johnny. Ich nehme an, er meint den Johnny Couch, Hätte ich jetzt, oder? ja, John Jones, oder wie heißt der? Ja, irgendwie Ja, so, irgendwie so. John Couch, Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Nehme ich jetzt mal an. Von dem her wäre sicherlich nice. Der ist ja, glaube ich, recht viel mit dem Scope, also mit dem Live-Sonar unterwegs, gell? Mhm. Wäre sicher mega spannend, um von dem auch mal so ein bisschen zu erfahren, wie, wo, was. Weißt du, wenn so ein bisschen, ja. Ich weiß nicht, ob Ist das. jetzt die Idee, dass wir unsere Meinungen dazu abgeben? Ja, ich Gut, würde schon geschwind einfach so 2, 3 okay. Ich Worte. mag auch den Charakter nicht. Nein, Sorry, wirklich. ja. Ah, okay, ja, gut. Mal, ich habe doch ein paar Videos von ihm geschaut und habe müssen sagen, mal, ich finde ihn eigentlich, ist sicher ein spezieller Charakter, ja. Aber ich finde ihn eigentlich so vom Erklären her, glaube ich, hat er schon ein Know-how, wo gut ist. Wie hat sein Turnier geheißen, wo Ja, er da hat fragst gemacht? du mich. Der hat doch auch Keine so ein Ahnung. Turnier gemacht, das ist mir gerade empfohlen. Keine Ahnung. Vielleicht kommt es mir noch. Ja. Ähm, weiß nur nicht, ob denn das echt das Richtige ist, so, wenn die Schweiz über das Live-Scope-Verbot oder Live-Sonar-Verbot diskutieren und dann so einer der Schweizer Sportfischermesse ist. Aber finde ich guten Input. Danke vielmals, Marc. Warum nicht? Vielleicht hat er noch ein paar Ideen, wie man das kann regeln. Ja, aber ich glaube nicht, dass wir die passenden Leute an der Messe haben. Okay. Ja, anderes Thema, komm. Dann der B. Wie, Fishing. wie Fishing Switzerland wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, hä? Ja. Wünscht sich der Yoshi und der Maxi. Hey, die sind fast ein paar Mal vorgekommen. Ja. Ja, ist auch verständlich. Ich meine, die sind groß auf dem YouTube-Level. Ja, voll. Also, man kennt sie, sie sind jetzt auch seit langem wieder mal in Berlin gsi an der Messe. Und ich glaube so, ja, warum nicht? Ja, ich kenne die halt zu wenig. Ich weiß, ich habe mal ein paar Videos vom Maxi geschaut, Angel Maximal. Und macht eigentlich noch einen sympathischen Eindruck. Hat ein bisschen einen komischen Schnitt gehabt, irgendwie, dass die Wörter so zack, 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 so ein bisschen die Sätze zusammengeschnitten sind in dem Video. Keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gehen wir, glaube ich, kein Video mehr. Vielleicht sollte ich wieder mal reinschauen. Also für alle Jungangler, ich kann die Videos von Maxi empfehlen. Er erklärt noch ganz viel Rigs, Knoten und das finde Und ich auch mega cool. Baitcaster meint Ja, es, gell? Ja, und ich habe eben, glaube ich, so ein Baitcaster-Video geschaut. Oder ein Echolot-Video, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall. auch Also, Skippen und so. Also ja, finde ich noch recht cool für Jungangler, wo gerade sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Schaut euch mal Angel Maximal an. muss ich mir vielleicht auch wieder mal geben, vor allem beim Skippen. Kann ich endlich auch mal ja, das Ganze ein bisschen. Das ist ja so das Ziel von mir das Jahr und das noch ein bisschen. Ich kann es schon ein bisschen, aber ich will es noch ein bisschen professionalisieren. Nice, könnte ich mir eigentlich auch was Ziel nennen, dann könnte man mal schauen, wer weiter kann skippen. Voll, können wir machen. Oder Das, wer genauer kann oder unter genauer, skippen. ja, genauer, ja, genau. Ja, dann hat der Probstowski, keine Ahnung, die Ist Namen, so geil. ich so, nein, den kannst du nicht retour lesen, das ist nicht so einer, der retour kannst lesen, oder?
Das ist nein. Ja. Der Dietmar Isaias wäre sicher auch spannend. Ich kann mich mit ihm nicht wirklich identifizieren. Und er war ja zu Bern gewesen, vorletztes Jahr. Ja, das stimmt, er hat jetzt das Referat gehabt, genau. Und Meine ich glaube, er ist überhaupt aber, nicht gut angekommen. ja gut, Bern ist, Oli, sind wir mal ehrlich, was ist Aber das für mit eine den Leuten Messe aus der gewesen? Szene, ich rede von den Leuten aus der Ah, okay, gut, Szene. ja, das weiß ich nicht. Ja, er hat halt auch, er hat auch jetzt wieder einen rechten Shitstorm bekommen für das YPC-Fans. Ähm, Ich habe wegen dem einfach, YPC Boat dort, aber ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, tut mir keine leid, für Ahnung. mich ist er einfach schon ein bisschen zu alt. Ja, Er, ja. eben, er hat Was seine ist denn der Stil. Herbert Ziereis? Ja, der versteht ja niemand. Der redet wieder Alex vom Match of Deutschland, der verschluckt die Wörter. Ja, wirklich. Nein, der Alex ist nicht so schlimm, aber der Herbert, der Ja, brauchst Untertitel, wenn der redet. ja. Nein, ich finde auch, ich schaue ein bisschen, halt ein bisschen zukünftig, weißt du, so ein bisschen, was nach uns kommt, ein bisschen Generation, und die können sich halt, sorry, ich glaube, mit Didi nicht mehr anfreunden. Ja, das ist schon so. Ob er der Richtige ist, sei dahingestellt. Aber es wäre sicher Würde mal ich, spannend zum Zuhören. ja, Weißt du, ich glaube auch sein Know-how, seine Zeit, die er da in die Marken investiert, ist, glaube ich, schon noch das ist heavy. halt das, was ich mich frage, das hat ja der Gesi da gesagt im Podcast, hey, ich soll ja nicht jemand sein, der einen Vortrag macht. Ja. Vielleicht ist es auch gescheit, wenn man vielleicht zwei Vips hat, sozusagen, jemand halt, wo da ist, blöd gesagt, zum Selfies machen, wo man halt auch treffen will, wo die Mhm. Jungen anzieht, und jemand eben vielleicht wie ein Didi, der ein riesen Wissen hat, zum Weitergeben. Ja, aber ich finde, ja, ich glaube, das könnte man auch mit einem abdecken, weil man schlussendlich ist, es ist irgendwo durch eine Kostenfrage, gell? Also, ich nehme nicht an, dass so einer für eine 100er-Noten in die Schweiz kommt und sagt, ja, mache ich, ist für mich Marketing und ich tue, keine Ahnung, das Hotel noch selber zahlen, das Essen selber zahlen und weiß ich was und kommt zweimal vortragen. Und wie lukrativ ist es für Ja, eben, jemanden aus darum, dem deutschen Raum, genau, oder? ja, richtig. Darum ist es ein bisschen, ja. Auf jeden Fall hat der Probstowski hat dann auch noch den Maxi und Yoshi erwähnt, über die haben wir ja schon diskutiert. Genau, das wären so die. Der Sir Catch-a-Lot wünscht sich der Big L als, Fände ich geil. ja, er schreibt als Ja, zweite Wahl, weil ja der Dustin Schöne wegfällt. ja. Finde Ja, ich, find ich auch geil. mhm. Also, dass er weg. Nein, ist gut. Nein, eben, ich habe mit dem Stefan Breu geredet von BKK, auch Ja, dass ein Felix Wegesser kommt, das ja. braucht noch ein paar Jahre. Habe ich auch das Gefühl, ja, habe ich auch das Gefühl. Aber bei Gell natürlich, Ja, mega fände ich recht sympathisch. nice. Der ist auch viel mit dem Livescope. Ich finde halt wirklich mal so einen Livescope-Vortrag, fände ich wirklich mal nice. Allgemein, aus meiner Sicht. Denke ich, bei Gell wäre sicher noch nice, so mal zum sehen. Wäre wahrscheinlich für dich auch mal etwas, so ein Video mit dem. Ja, Der könnte wahrscheinlich auch ganz geile Sachen fragen und der wird, ja. mit dem Luis, das wäre super. Und ich glaube auch, dass so jemand über den Enrico vielleicht, also jetzt gerade für einen Gesi, eher anerkommt. Ja, Weil habe ich die auch das sind ja Gefühl. schon befreundet, Ja, genau, die privat. kennen sich ja nicht schlecht, ja. Also ja, eigentlich gut. Ja, genau. Ähm, Physio 1975 wünscht sich der Yoshinator, ja, haben wir schon das dritte Mal gehört. Ja, ich mache gerade noch den nächsten. Ist Nee. gut. Der Freezer 1191 wünscht sich der Matze Koch. Das wäre auch mal noch etwas, finde ich, weil der hat schon das Recht zu wissen. Was mich dort ein bisschen stört, ist, dass er eigentlich nur ein Profil hat für seine Aktivitäten. Egal, was das für Aktivitäten sind, lassen wir aussen von mir aus sehen, finde ich einfach so ein bisschen, ja, das ist für mich auch der Grund gewesen, warum ich ihm nicht mehr folge. Wo ich mir sage, hey, über das Fischen können wir gerne, ja, finde ich geil, die Videos auch und so. Ich finde es auch nice, was es so mit Deadbaits zeigt, aber das andere finde ich so ein bisschen, ja, ist okay. Ich habe mir auch ein, zwei Videos von ihm reingezogen, aber es ist jetzt nicht so, auch nicht so meine Machart von Video, die ich interessant finde, zum länger dranbleiben. Ja, ja. Mal, ich find's wirklich, ich finde, er macht noch cooles, unterhaltsames Zeug und lernst gleich noch ein bisschen etwas dabei. Ja, ja von dem Ja, her. aber Ja. wäre eine Idee. Dann der Misha Catfish, nehme ich an. Catfish Addicted. Genau. Ja. Übrigens, der Mischa, ich kann ihm natürlich eben, ich kenne den Mischa, also kenne den Mischa. Einfach so ein bisschen vom Schreiben her und so, mit dem Fischen. Und eigentlich kann ich schon lange mal mit ihm fischen. Leider hat sich das nie ergeben. Dann ist unser Podcast gekommen, da habe ich gesagt, hey Mischa, Podcast da, los. Und sagt, ja, was ist das? Wo muss ich das los? Und ich gesagt, auf Spotify. Ja, nein, ich kann nicht YouTube machen und so. Und ich glaube, da folgt er uns und vor allem, ich glaube, er lost auch jede Folge von uns. Stark. Ja, also ich bin mir nicht ganz sicher, ich will ihn da nicht mit falschen Lorbeeren schmecken, aber Mischa, wenn du das hörst, hey, sehr nice. Wenn nicht, wird es Zeit, ich tue dich schon noch ein bisschen Und bearbeiten. Misha, die Person, der würde ich auch mal gerne das Pfötchen schütten, weil
Die hat so einen geilen Humor. Einfach, die ist einfach zu viel. Er wünscht sich den Markus Eule. Ich kann mich mit ihm auch nicht so wirklich. Lol. Der ist jetzt so ein Deutscher, der ist einfach Ja, drüber. ja, Und völlig, völlig. finde ich aber lustig. Okay. Er ist nochmal noch lustig. Ja. Jo, dann kommt Project Bassstamp. Ja, wäre sicher auch etwas. Würde wahrscheinlich auch ordentlich für Stimmung sorgen. Es würden auch niemand, oder die wenigsten würden wahrscheinlich verstehen. Er wünscht sich den Snoop Dogg. Ja, Okay. ja. Auch da wieder eine Budgetfrage. Ja, und auch, ich glaube, so ein bisschen eine passende Frage. Aber egal, macht ja nichts, macht ja nichts. Wenn wir die sich selber da ins Ranking nehmen, auch vorlesen. Ja, ich vom Zero finde ich es geil. Ähm, wir können ihn ja mal fragen. Wir Ja. können ihn mal fragen. Ich glaube, er kann ziemlich sicher vieles über sich selber erzählen. Also Siro, bewirb dich doch mal. Hey, red doch mal mit dem Gesi, vielleicht kannst du dort irgendwie einen Vortrag über deine App halten, wäre natürlich auch nice. Ja. Oder Ja. über das Fliegenfischen. Genau, über das Flügelfischen. Ja. Und machst du den nächsten? Nein, kannst du schon machen. Gut. Der Wandenfishing, das ist, ja, wie soll ich jetzt sagen, oder wie, jetzt hat's gerammt. Oder wie hat er es genannt? Bei der letzten Messe haben wir gesagt, der Aschi sei gut vertreten worden von seinem Bruder, oder? Ja. Ja, sein Bruder hat gemeint, hey, ich vertritt meinen Bruder, in der Regel vertritt mein Bruder mich. Also, ja, von dem her, ja, er wünscht sich natürlich sein Brüderherzli als VIP. Wäre sicher auch mal spannend, Aschi, darfst gerne vorbeikommen. Aber ich glaube, dich trifft man eh an jeder Messe, sofern du nicht gerade am Kölner Karneval bist. Ja, ja, genau. Jo. Dann der Livio Hülsche 13 ist auch für den Didi. Finde ich spannend. Das ist Ja. glaube ich jetzt jemand Jungs. Ja, voll, voll. Also, ich glaube, ich habe sein Profil noch gar nicht angeschaut. Genauso wie der Fish and Freak CH. Fishing Freak CH. Ja, genau. Genau. Ist auch für den Didi. Ja. Spannend. Doch, dann würde das meine Theorie eigentlich widerlegen. Ja, absolut, ja. Aber eben, gell, wie viel das denn wirklich auch. Aber, ja, Wegen mir müsste er nicht kommen. ja. Ich finde, den Aschi finde ich noch cool. Danke, Aschi, für den Kommentar. Du wünschst dir den Geier. Er ist ja gerade gewesen. Ja, eben, ja, ich glaube, euch beide, ja, ich weiß nicht, ob dann der Gesi Freude hätte, weil ihr würdet wahrscheinlich wieder auf so eine Afterparty plädieren. Und Ja, neuen Vortrag verschwitzen. genau, ich weiß nicht, ob da der Gesi und der Ralf Freude dran hätten, aber ja, lassen wir doch mal so im Raum stehen. Der Koch Fischer, Welten, Kochs Fischerwelten, der genau. Jörg Owens. Hey, ihn kenne ich im Fall nicht. Ich kann auch fragen, weißt du, Nein, wer das ist? keine Ahnung. Auch nicht. Also der Kochs Fischerwelten kenne ich, Mhm. aber der Jörg Owens oder Ovens oder kein Plan. Wir können vielleicht jetzt da unten in die Kommentare schreiben, wer das ist. Bitte gerade mit Link zum Instagram. Ja, das wäre natürlich nice. Das wäre natürlich nice und das könntest du machen. Ja. Der PVA Fishing wünscht sich den Markus Eule oder auch den Didi. Genau. Hey, das wären jetzt gewesen, die Wünsche. Ja. Jetzt wären wir aber nicht der Nico und der Oli, wenn wir selber auch Wünsche hätten. Ja, Wir genau. haben nämlich auch ein Best of 5 gemacht. Genau. Wir haben gefunden, wir tun 5 aufschreiben. Gewisse überschneiden sich, also Ja. bei uns untereinander, und gewisse überschneiden sich auch mit den Vorschlägen, die wir schon bekommen haben. Ich habe es gestern eingetragen. Mhm. Ich habe die Vorschläge nicht wirklich angeschaut, die du mir mal per WhatsApp geschickt hast. Von dem her. Ich Ja. habe dir, glaube ich, Vorschläge gar nicht geschickt. Ich habe dir nur gesagt, das wäre doch cool, Also, wenn wir das machen. Nein, nicht Vorschläge, sondern weißt du, die Story-Ausschnitt von Insta. Hast du mir ja geschickt im ja. WhatsApp. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die nicht wirklich angeschaut. Also nicht wirklich angeschaut. Ja, ich habe die jetzt heute so das erste Mal so richtig durchgelesen. Ja, von dem her. Soll ich gerade anfangen? Fang doch du an, ja. Also, ich würde es cool finden, der Louis natürlich. Luis. Ja, ja, excuse, ist für mich ein französischer Name, ist für mich Nein, er ist. Louis. Ja, er ist Spanier, oder? Ja, und Oder irgendwie so. Mexikaner. Ja, ja, genau, Mexikaner, genau. Ja, würde ich sicher auch ganz cool finden. Ich würde Patrick würde ich noch cool finden. Der Marable. Marable. Mhm. Genau, von Fox. Der Freddie Harbert Ja. würde ich auch ganz nice finden. Dort finde ich, glaube ich, wird der Ralf und der G sagen, schwerte Sprache, oder? Ja, aber er hat doch Deutsch. Habe ich gemeint. Der hat doch auch Hochdeutsch Ah, geredet. stimmt. Nein, ich Das habe ist nicht das ist der verwechselt. Teampartner von ihm, den du Ja. meinst wahrscheinlich. Ja, ich habe ihn Ja, verwechselt. aber der Freddy wäre Stimmt. sicher, wäre mega Voll, cool, der wäre sehr Deutsche. nice. Ja, voll. Ist, ja, eigentlich ein Deutscher, aber ist viel in Holland unterwegs. Dann der Ton van Ham wäre Mhm. auch ganz nice. Voll. Das ist ein Junge, wäre sicher noch spannend. Ich glaube, zu ihm schauen noch ein paar auf, habe ich das Gefühl. Dani, bitte.
vorwärts machen. Ah ja, genau. Hey, der könnte eigentlich den Dani einschalten. Genau. Dani, wäre noch etwas. Und wer ich auch cool finden würde, wäre der Tobias Eckwall von Stroff. Ja, finde ich Wäre auch auch, super. wär auch ein cooler Typ, denkt es mir. Aber ist auch ein bisschen ruhiger geworden um seine Ja, Person. Hä? ja, voll. Und dort ist es, glaube ich, auch so ein bisschen mit der Sprache dann. Weil ich glaube, er kann Englisch und ist auch, was ist er, ein Schwede oder so? Er ist Nein, Schwede, ja. ein Schwede. Ja, Von und ich ihm kommt glaube, ja der Spruch, Swedes Engler are the best. ja, okay, ja, siehst du nur. Aber wäre sicher noch cool, ich kenne ihn halt einfach vom Xander Pro Ja, und auch vom Perch Pro. Mit nicht dem, vom YPC. Ja, das ist jetzt der Spruch kennen. Okay. ist mir nicht bekannt. Er ist mir mehr so aufgefallen, als er mit dem Dustin, mit dem Ace Stroff gefischt hat. Mhm. Und ja, ich habe ihn dort eigentlich noch recht sympathisch gefunden. Ich muss sagen, hat einen mega coolen Eindruck gemacht. Auch völlig auf dem Boden geblieben irgendwie. Und ja, Ja, ein ruhiges Gemüt. ja, mega, mega. Voll. Würde ich auch sehen. Eben, nochmal. Warum muss er, also das verstehe ich nicht, warum muss auch ein VIP einen Vortrag halten? Wieso kann der einfach nicht kommen und repräsent sein von der Messe? Ja, nein, ich finde, wenn, dann sollte er schon einen Vortrag halten. Wenn, dann sollte, Ja, aber da kannst du den ja, Tobias aber es ist doch, vergessen. ja, aber es ist doch hure mühsam. Ja, das ist halt so. Aber ich finde, es ist doch hure mühsam, wenn du 2 Tage auf die Messe kommst und einfach nur dort stehst und wartest, bis einer mit dir kommt, ein Foto machen. Weiß nicht. Ich Nein, finde das hör auf. überlässig. An einer Messe muss doch etwas gehen. Aber du kannst ja reden mit den Leuten. Und du Ja. haltest einen Vortrag auf Englisch. Ich meine, wir sind nicht mehr im letzten Jahrhundert. Nein, das sind wir nicht, aber weißt nein, 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 wir nein, sind in sag der nicht. Schweiz. Ja, Ja, ich weiß, was du willst sagen. Ich gut, kann es mir denken. gut, perfekt. Okay. Hey, ich fange von unten her an. Ich gehe vom 5 zum 1. Also das 1 wäre mein Top. Hä? Also ich hätte auch gesagt, der Markus Eule. Ich finde den ein mega lustiger Dude. Gut, haben wir schon diskutiert. Dann bin ich auch für den Big R. Hm. Ähm, ich habe jemand anderes als 3, Mark Paczowski. Ja, der wär sicher auch mega spannend. Vor allem hat er das mega Wissen über Igelfischen. Ja, Das ja, fände ich mega absolut. spannend, auch als Vortrag. Mhm. Mega. Ja, voll. Wäre sicher mega interessant. Ich glaube, er ist auch von der Person her. Ich habe das Gefühl, er hat sich zwar auch recht verändert. Mhm. Also recht verändert. Ist nicht mehr so, schon noch der lustige Typ, aber ist eher ein bisschen ernster geworden, denkt es mir. Oder, Wenn ich, also redest jetzt du auch von der Turnier ja, oder von ja, deinen ja, Videos? nein, ich kenne ihn nur von den Turnieren. Okay. Nur von den Turnieren. Vielleicht Und einfach mehr konzentrierter, gell? ja, irgendwie ein bisschen ehrgeiziger auch irgendwie, aber du, ja. Ja Aber gut, sonst, eben auch ein Turnier wie der YPC. Es ist nicht mehr so das, was man früher war mit dem paar ja, Freunden machen einfach ein Turnier ja, gegeneinander, voll. sondern es ist wirklich ein ernsthaftes Ja, Turnier mit ja. einem krassen Teilnehmerfeld. Ja, und damit wir einen krassen Gewinn, schlussendlich, Ja, ja. klar. Absolut, ja. Dann als zweit hätte ich den Mille und den Pontes von Both Sides. Dort ist halt auch wieder die Sprache. Sie will Ja, halt Englisch reden, aber ich ja. finde auch die zwei machen richtig geile Videos, würde ich auch gerne mal persönlich kennenlernen. Müsste ich auch mal in die Videos anschauen. Ja, ich weiss, sie sind bei Fly, also bei Kanal Ja. gratis gewesen. Haben dort den Fly vs. Jerk und die Turnier ein bisschen kommentiert und moderiert, oder? Wenn es mir recht ist. Mhm. Aber ja, von dem her, Und haben mehr auch kann ich nicht. Angelvideos sonst noch gemacht für den Okay. Kanal gratis. Auf ihrem Kanal machen sie jetzt mega cool so möglichst grosse Baits auf Hechtfischen. Okay. Schau unbedingt rein, ist mega Ja, lustig. muss ich unbedingt machen, ja. Auf dem Eis wäre bei mir der Ton von Hand. Ja, ja, ja. Ja, das fände ich Okay. ja mega cool. Sehr nice, sehr nice. Ja, Ralf und Gesi, ihr habt jetzt gehört, was sich Fischverrückt Community wünscht. Genau, Ihr habt gehört, was der Nico und ich cool fänden. genau. Und jetzt liegt es an euch. Ja, bin gespannt, was da rauskommt. Übrigens, apropos Ralf und Gesi, die Gesi haben wir noch angerufen gehabt. Ich habe den Oli abgeholt am Bahnhof und beim Heimfahren haben wir noch angerufen gehabt. Hey, streicht euch den Termin bereits schon jetzt fett in der Agenda an. Und zwar wird die nächste Schweizer Sportfischermesse 2025 wieder in Spreitenbach in der Umweltarena sein. Cool. Und zwar am 8. und 9. Februar. Das heisst für alle Aussteller, habt euch den Freitag frei, macht den Laden zu, geht ausstellen. Genau. Maximus Majorfish wird sicher auch wieder vor Ort sein. Der Oli wird sicher auch wieder vor Ort sein. Die Frage ist einfach, in welcher Form das Jahr. Genau, die Frage ist in welcher Form, aber egal. Wir werden auch vor Ort sein und ich würde behaupten, man trifft sicher wieder ganz viele bekannte Gesichter. Und welche VIP das es dann schlussendlich wird, werden wir sehen. Ja, eh. Sind Nice. wir gespannt. Ja, dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Hey, ich würde sagen, dann gehen wir eigentlich von der einen Messe in die andere Messe, oder? Ja, voll. Ja. Jo. Hey, Oli, wie hast du den Aquafisch gefunden? Hey, ganz ehrlich,
sehr enttäuschend. Ja, sehe ich auch so. Sehr, sehr enttäuschend. Für mich, hey, es ist 3 Ländereck, da muss mehr kommen, Ja, meiner Meinung nach. ja, Ich meine, du hast dort Österreich, Deutschland und Schweiz. Gerade für Schweizer sehr lukrativ, um dort herzukommen. Ich meine, du bist in 2 Stunden, je nach Wohnort, dort. Und für das hat es einfach, hey, mir haben die Marken gefällt, wie Westin, wie Shimano, einfach so die kleinen grossen Marken. ja, absolut. Hey, mir im Fall auch. Also ich muss sagen, es hat einiges mehr können daraus resultieren. Weil so mit diesen Marken, die jetzt ausgestellt haben, es hat nichts wirklich Bombastisches gehabt. Sportex hat einen grossen Stand gehabt, Maximus Majorfish hat einen grossen Stand gehabt, ähm, Falle, nein, der Waldi hat glaube ich noch den grössten Stand gehabt als Falle. Und nachher sind eigentlich alles so kleine gewesen, dunkelt's mir. Ja, halt so, Und so blöd gesagt, Ramschlädeli, die du hey, kannst ich wollte jetzt einkaufen. gerade sagen, es ist mir vorgekommen, wie wenn es einfach eine Börse wäre und nicht eine Messe. Ja. Irgendwie. Tönt mega böse, tut mir leid, sorry, wenn irgendwie ein Organisator oder so zulässt oder jemand, der die Messe mega cool gefunden hat. Es ist mega Nein, schade. weißt du, das ist eben das Problem an dieser Messe. Der Organisator ist einfach der Friedrichshafen Messedings Ja, und nicht ja, Angler. ja, Und das merkst du. ja, das ist so. Das ist so. Und eben, ich glaube, wenn du mich nicht angestellt hast, um ein Video zu machen, ich wäre, glaube ich, nicht gekommen Mhm. das Jahr. Hey, aber sieh es positiv, Oli. Du hast einen geilen Pulli, einen geilen gelben Pulli und geil steht er, absolut, muss sagen, finde ich cool. Und deine Frau hat keinen schwarzen Pulli, was ja auch sensationell ist und kommst nachher noch das Bärli schwarze Söckchen über. Ich glaube, die sind zwar in der Wäsche, die musst du, glaube ich, das nächste Mal geben. Ja, no, egal. Aber, Nein, ja, also, von dem her, ich rede jetzt vom März, vom Allgemeinen. Ich meine, das, was nein, wir ja gehabt haben am schon klar. Stand von Maximus, ich meine, das ist Ja, super lustig gewesen. Ich meine, ja, hey, ich konnte connecten mit Angel mit Stil, genau. wo YouTube machen für Maximus und Major Fish Ja. Deutschland. Die haben übrigens auch gesagt, sie hören unseren Podcast, also sie wollen ihn hören, er will Schweizerdeutsch üben. Da habe ich gesagt, hey Viel Torben, wenn Erfolg. du unseren Podcast hörst, dann werde ich dir wahrscheinlich nicht ganz können oder dürfen ansprechen, einfach auf Hochdeutsch, weil Ja. du kein Wort verstehst. Aber ja, Nein, so mit euch am Stand sein, das habe ich mega lustig ja, gefunden. So mit den Jungs, Sascha, Alex, hey, der Abrisstest mit der Route, sehr geil gewesen. ja mega, Also ich mega. glaube, wir haben dort schon eine Show geboten. Hey, ich glaube, es war auch ein Statement gewesen für Maximus in Deutschland mit den 120 Quadratmetern, die sie hatten. Mit dem Sam im Boot noch dort, der Routenwald, den sie aufgebaut haben. Hey, wirklich nice. Also, von dem her habe ich es schon geil gefunden. Und das ist halt auch, je schlechter die anderen Stände sind, ja, schlechter tönt so böse. Je unprofessionell vielleicht die anderen Stände sind, umso professioneller kannst du deinen eigenen Stand mit sehr wenig Aufwand machen, oder? Und ich glaube, das haben sie wirklich geil gemacht. Sie haben etwas Geiles auf die Beine gestellt. Als ich am Samstag dort angekommen bin, ja, der Stand hat irgendwie ausgesehen wie in der Schweiz, einfach doppelt so groß und noch ein Boot drauf. Geil. Oder mehr als doppelt so groß. Und von dem her, das ist cool gewesen. Ich als Aussteller an und für sich, ich bin ja hauptsächlich nur dort als Aussteller wirken, unterstützend. Und als Aussteller ist es cool gewesen. Sie haben am Freitag ein mega Loch gehabt. Die ist Mhm. schon am Freitag losgegangen, die ist ja 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Am Freitag haben sie ein mega Loch gehabt. Der Adrian haben wir am Abend angerufen, fast so richtig, also nein, nicht fast, sondern so wirklich down und demotiviert, so à la, hey, fuck, man, ich weiss nicht, ob wir das noch einmal machen, weil, hey, der Freitag war miserabel gewesen, wir haben kaum Leute gehabt, und es ist einfach kaum etwas in die Kasse gekommen. Wir haben mehr Hoodies als Routen verkauft. Und du wirst sagen, oh, wow, okay, ja, also, hoffen wir, dass der Samstag dann anders wird. Und der Samstag war Bombe gewesen, von den Leuten her. Also von dem her. Für mich, Ja, aber sie kann schon, also muss ich jetzt schon mal sagen, sie kann schon nicht mithalten mit sie kann Spreitenburg. nicht mithalten mit Spreit. Nein, nur schon von der Marke her, was ausgestellt wird, ist halt einfach dort, du hast zwei hauptsächliche Brands gehabt, jetzt gesagt. Und zwar Maximus und Sportex. Mhm. Ja, Und BKK ist noch ja, aber gewesen das ist in immer ein einem Schock Ding. gewesen. Das ist Schock gewesen. Genau. Das ist nicht, Fishing Ghost ja, Fishing Ghost noch, genau, stimmt, stimmt. Ah, dann hast du noch zwei und Handmade Baits gehabt dort. der Topwater Ja. Production. Aber der Rest ist eigentlich mehr oder weniger, es sind Angelshops gewesen, habe ich das Gefühl. Ja. Ja, von dem her, ja, du, für mich, wir haben dann auch gesagt, wir schauen mal, wie es das nächste Jahr ist. Vielleicht machen wir nur eine Messe und gehen dann ein anderes Wochenende gehen wir noch fischen. Oder wir machen zwei Messen, dann wird Friedrichshafen und Zürich sein. Und dann gehen wir auch noch ein Wochenende fischen. Eben als Shop würde ich mir überlegen, hey, kommst du nicht lieber auf Spreitenbach Ja, und kaufst du einfach für das Geld, das du jetzt in AK Fisch ausgegeben hast, einfach die ja, grössere, ja. wie sagt man, Der grösste Quadratmeter. Stand. Ja. Der grösste Stand auf mehr Quadratmeter. Müssen wir dann anschauen, wenn es soweit ist, ja. Von dem her, ja. Also ich muss sagen, Mess, Ja, euer Stand, richtig ja. geil gewesen. Merci. Merci. Also ich finde auch, die Messe an und für sich, ja, ist jetzt nicht etwas gewesen, wo
den Leuten musst du sagen, hey, kommt unbedingt vorbei. Ja, wenn du denkst, der Eintritt 16 €, Mann, sind ja Hey, keine wahnsinnig. Ahnung, was der kostet, ich kann Ausstellertickets gehen. Und wenn ich denke, okay, ich bin noch, irgendwann habe ich vielleicht mal Familie. Du hast ja schon ein Kind. Ich meine, wenn du gehst, dort als Besucher, Ja, aber ich glaube, du zahlst, bis 14 kommst du glaub, gratis okay, rein. vielleicht ist dein Sohn irgendwann Ja, 14, dann zahlst du ich dreimal ein. hoffe es. Je nachdem, wie viel das bist. 4 Ja, Personen. nein, logisch, Plus der logisch, logisch, Parkplatz, plus logisch, Benzin. logisch. Nein, Ja, sorry. ja, 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 Ich finde ich auch hure teuer für ja, ja. Deutschland. Hey, komm, fertig gewettert, komm. Okay. No hate, no Ja, hate. wohl, das ist Nein, einfach unsere ja, ehrliche ja, Meinung zu ja, dieser Messe. aber hey, ist okay. Sonntag, wie hast du Sonntag? Ah, Sonntag bist du gar Ich nicht mehr rum bin gewesen. Du gar bist nicht nur mehr am Samstag rum gewesen. Genau darum. Stimmt. Hey, danke vielmals fürs Filmen. Es ist wirklich ein geiles Video geworden. Das, was du mal so schnell mit dem Handy zusammengeschnitten hast, muss ich sagen. Der Gerne. Abriss-Test Bombe. Für das hast du mich ja angestellt. Ja, ja, eh. Hey, für all die das verpasst haben, werden wir sehr wahrscheinlich nächstes Jahr in der Schweiz auch machen. Muss man einfach sagen, wir machen den Abrisstest. Wir werden nicht das Boot vom Sam aufstellen wahrscheinlich, weil ich finde 50 Quadratmeter lang, aber vielleicht ein Podestli oder etwas, wo dann der Wobei, der Alex... Stand war schon fett gewesen. Mit dem Sofa noch. Da können wir so Ja, eh. Fishing Bear Lounge Ja, machen. mit der Lounge ist es geil, aber gell, jeder Quadratmeter, den du halt mehr nimmst, den zahlst. Punkt. Ja, Da gibt es kein Ja, aber ich mache eine Lounge oder ich stelle ein Boot an, ich kann gar klar. nicht nutzen. Ja, scheißegal. Oder? Also von dem her. Ausser der Gesi lädt mit sich. Nein, hey, easy. Wir schauen dann mal, aber ja, von dem her. Also erzähl noch schnell auf dem Sonntag. Hey, der Sonntag ist eigentlich ist ein bisschen weniger gelaufen als am Samstag. Ist cool gewesen. Ich habe das Gefühl, am Sonntag sind mehr Schweizer gewesen. Hat es Okay, mich gedacht. überraschend. Zum Glück hast du noch ein paar Kleber dort lassen, weil ich habe keine vom Auto mitgenommen. Mhm. Habe dann die noch können, verteilen. Ich habe dann eigentlich, ich hoffe es, jedem Schweizer so einen Kleber können geben. Ziemlich nice, so Fischverrückt-Kleber. Ja, hey, und der Abbau ist mega speditiv gegangen. Und ja, wo wir dann abgeräumt haben, haben wir dann das Zeug noch eingepackt. Das ist mega cool. Also, es ist auch, die Übernachtung und so, es ist einfach, es ist wie eine Familie dort. Es ist wirklich mega nice. Jedes Mal, wenn du die Leute siehst, Die hey, Jungs sind auch cool. Ich mag sie mega scheißegal, gut. scheißegal, wie die Messe ist, was für eine Stimmung auf der Messe ist. Wir haben eine geile Stimmung und wir haben mega viel Komplimente bekommen. A, für den Stand, B, fürs Auftreten und C, für die Stimmung, die wir hatten. Hey, mega, mega. Das ist echt für uns so ein bisschen selbstverständlich. Hast so ein bisschen familiären Kontakt, sage ich jetzt einmal. Ja, es ist schon cool, ist schon cool. Und wenn du dann so etwas noch von außen hörst, weißt du, von Leuten, die du nichts damit zu tun hast, nicht irgendwie von Kollegen oder so, sondern von Leuten, die du nicht kennst, was dann heisst, hey, geiler Stand, ich sehe mega cool aus, alle in den farbigen Hoodies. Mega, mega. Wohl, und für die wollen wissen, wie sind die Jungs, sie sind genau so wie in meinem YouTube-Video. Ah ja, Die sind sehr, die stimmt, sind, ja schon ja noch, dort sind sie genau authentisch. Absolut. Und vor allem der Adrian mit seinem Espresso oder mit seinem Cappuccino, wo irgendwie 5,40 Franken kostet oder so, den muss er doch natürlich unbedingt heiß trinken. Nein, Ja, und aber grosskotzig sind, die sagen, wir brauchen keinen kein Joker. Joker. Genau, genau. Aber übrigens, du bist ja Oh. dort auch noch in einem Video. Hey, ja, ich kann auch noch daran glauben. Und zwar haben sie den Spieß umgekehrt, die Huren-Anmacher. Und wir haben das Spiel einfach umgekehrt gespielt. Ja, hey, auf jeden Fall, für uns ist es so ein bisschen für Content und so, fürs Marketing sicher geil, auch für Professionalität, also fürs Auftreten, für Bekanntheit. Ja, ansonsten eben, wie du gesagt hast, bin ich voll deiner Meinung. Die grossen Brands, die fehlen. Von dem her auch die Änderungswünsche, sage ich jetzt einmal, sind so ein bisschen, holt die grossen, schneidet eure Scheiben ab vom Ralf und dem Gesi. Ich bin mir bewusst, sie werden den Podcast zu 99% nicht hören. Aber vielleicht hat ja der Gesi irgendwie die Connections zu der Messleitung. Ja, hey, wäre natürlich geil, wenn ihr dort irgendwie könnt zusammenhocken oder so, wenn es dann überhaupt etwas wäre. Aber ja, von dem her. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwelche Änderungswünsche hast oder ob du sagst, hey, es lohnt sich gar nicht. Für dich ist die Messe eh gelaufen. Ich Ja. glaube, wenn dort nicht ein Schweizer, wenn nicht ein Schweizer, sorry, wenn dort nicht ein Angler im Gremium hockt oder im OK, kannst du das Ding vergessen. Ja. Eben dort fehlt die, wie sagen wir das, Beziehung zum Netzwerk, Ja. die fehlt und das Ja. ist spürbar. Also ich komme, nächstes Jahr, wenn ich den Auftrag habe, komme ich glaube nicht. Ja. Privat komme ich dort nicht hin. Ja, ja, Das nutzt sich nicht. ja. Ich glaube, wir schließen das Thema Aquafisch bis nächstes Jahr und schauen mal, was dann dort geht. Vielleicht kommt irgendwann mal eine brandneue News raus von denen, wo es dann irgendwie heisst, hey, bam, wir haben den und das und das. Ja, keine Werden wir Ahnung. hören. Vielleicht gibt es ein Remastered. Dann würde ich sagen, gehen wir eine Rubrik weiter. Entweder oder. Ja, heute bin ich dran. Ja, Mann. So. Also, ich Oli, habe ich bin mega gespannt, was für gemeine Fragen du mir stellst. 2 Anständige und Okay. eine ist nicht erzogen. Also Oh. alle unter
14 bitte dann Tor zuheben. Oh, 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 oh. Ja, es muss auch mal sein. Okay. Wir fangen ganz. Gibt dir keine Antwort? Aha, hast du noch nicht gestellt. Erste Frage ganz einfach. Tacklebox aufgeräumt oder Chaos? Ja, definier Chaos. Was heisst für dich Chaos? Also, ich muss so sagen, meine Tacklebox ist für mich aufgeräumt. Für mich. Für Mhm. mich. Wenn du sie wahrscheinlich würdest sehen, oder wenn sie meine Freundin würde sehen, würde sie sagen, es ist ein riesen Chaos. Für mich Okay. ist, ich habe es so sortiert, dass die Hardbaits beieinander sind, dass die Techköder beieinander sind, dass die Egli-Köder beieinander sind. Klar gibt es zwischendurch ein bisschen Vermischungen, wenn ich am Fischen bin, aber in der Regel, wenn ich vom Wasser gehe, ist es aufgeräumt. Dann Wenn würde ich sagen, du bist eher aufgeräumt. eher, Weil ja. Chaos wäre einfach eine Tacklebox ohne die Fächer und alles reingeschmissen. Nein. Ui, nein, da bin ich aufgeräumt. Nein, da bin ich aufgeräumt. Nein, da bin ich aufgeräumt. Da bin ich aufgeräumt. Kann es mal geben, dass auf dem Boot halt alles ein bisschen ineinander ist. Aber ich habe für alles eigentlich so ein Böckchen, sage ich jetzt mal. Okay, super. Jetzt passend zum Thema. Fischermesse Deutschland oder Schweiz? Ja, Schweiz. Da müssen wir nicht drüber diskutieren. Für mich, wie gesagt, Spreitenbach der Hammer gewesen. Im Oktober ist noch eine geplant. Angelwelt Basel. Ich Ja. weiss nicht, ob die kommt oder nicht. Ich habe jetzt dort auch nichts mehr gehört. Falls der Organisator zulässt, hey, Hausig Kommission, gibt es dort eine Messe oder nicht? Wenn ja, wie sieht es aus? Ja, von dem her für mich ganz klar Schweiz. Okay. Nächste Frage. Alle, die 14 sind, müssen jetzt schnell die nächsten 30 Sekunden überspringen. Also warte, ich springe schon vor. 1 Monat auf Fischen verzichten oder 1 Monat auf Sex verzichten? Ja, ja eigentlich müsste ich ja Fischen sagen, gell? Also, Einfach dran reinlassen. ja, eben, ja. Hey, Schätze, falls du zuhörst, bitte machst du eine Pause. Nein, mach nicht Pause, sondern überspringen. Ja. Hast du jetzt übersprungen? Bist zu wenig weit. Hey, ja, das ist wirklich eine verdammt schwierige Frage. Jetzt kann ich Ja, nichts sorry. Falsches sagen. Jetzt kann ich nichts Falsches sagen. Wohl, du kannst nur falsch sagen. Ja, in dem Kontext, ja. Ja, Monat auf Fischen verzichten ist schon verdammt her. Das Ja, andere auch. ja. Aber du musst dich für eins entscheiden. Ja, aber ich kann ja beides machen. Das ist ja das. Also, für was entscheidet ist? Ein Monat auf Fischen verzichten. Voll. Ja, ich glaube, das ist. Ja, kannst du übrigens wieder einschalten, ist gut. Ich glaube, das ist das Humanste. Ja, aber es ist wirklich Gleich ist eine hart, schwierige aber Frage. Ist eine ja. schwierige Frage. Ist Ja, eine schwierige logisch. Frage. Es soll nicht immer einfach sein. Ja, Meint ihr, ja. oder? Gut, das nächste Mal bin ich ja dann dran. Weißt? Natürlich. Ja, das ist Ich gut. weiss, Ich kenne da jetzt so liegt ein der bisschen deine Gutschwund. Schmerzgrenzen. Also, noch nicht, aber Voll. ja. Nein. Ja, hey, Ja. dann kommen wir so gegen das Ende vom Podcast, oder? Ja, ich würde es auch meinen. Ich glaube, wir haben gesagt, wir machen keinen Ausblick. In dem Ja. Fall machen wir, glaube ich, schon einen Ausblick, Ja, oder? ich glaube, obwohl wir gesagt haben, wir nennen keine Marke. Aber ja, ich glaube, dass man. Obwohl, ich muss noch, weil lieber Gruß vom Jörg. Ja, Muss ich merci. noch schnell reingrätschen. Ja. Robin, ich hätte gerne ein Topis-T-Shirt. Der Jörg hat gesagt, das funktioniert, wenn ich das im Podcast Ah, sage. okay, ja gut. Hey, wenn wir schon beim Thema Toppis sind, gell? Die organisieren ja Turnierreihen. Sie haben uns an der Messe noch je ein Päckchen Baits gegeben. Sehr nice. Vom Pintues. Hey, ich weiss nicht. Ausverkauft. Einfach der Ne? Pintail, einfach der Pintail. Ich weiss nicht, wie der angeschrieben Bin hat. mega ehrlich gespannt. gesagt. Hey, ich auch. Ich werde den sicher in Holland fischen. Ja, ich auch. Ganz klar. Und übrigens für euch alle, der Robin kommt in der nächsten Episode zu uns, in unser Podcast-Studio. Podcast-Keller. Das ist gleich, kommt einfach zu uns. Wir haben wieder einen Gast. Und zwar fragen wir ihn dort ein bisschen, wie es zu der Turnierreihe gekommen ist, wie es zu Toppis gekommen ist. Was steht da? Vielleicht liegt da noch ein paar Sachen, die irgendwie brandneu sind. Und ich bin überzeugt, er hat etwas dabei, das er gewinnen könnte. Ja, voll. Habe ich zwar jetzt mit nicht abgesprochen, du wahrscheinlich auch nicht, aber Nein, ja. man kann etwas gewinnen bei so einem Podcast. Ja. Immer wenn Gäste kommen, kann man etwas Ich gewinnen. glaube auch. Ich glaube auch. Das haben wir mit dem Gesi auch schon gemacht. Ja. Ja. Im Livescope-Dings zwar nicht, aber dort haben wir ja Gäste nicht. In dem Sinn. Ja. Nein, aber genau. Jo. Ja. Also, Hey, das wär's gewesen für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Hinterlasst Kommentare, Likes, Abos. erzählt es weiter. Jo, folgt teilen uns, Sternchen. genau, folgt uns auf Insta. Und wir sind draussen für heute. Jo, hey. Ciao zusammen. Ciao zusammen. 1, 2,